So Freunde, neue Folge wartet uns hier bei Pokémon Legende Arceus und das letzte Mal waren wir sehr fleißig, was Entwicklungen betraf von Pokémon. Wir haben sehr viel bei uns im Team entwickelt und sind mal fürs Erste zumindest mal durch und ja, gucken mal, wie es weitergeht. Die nächste Mission, nicht wahr? Okay. Ne, wollte schon sagen, passiert natürlich den neuer Pokédex-Eintrag. Okay, dann. Voluminas. Da ist auch noch Gestein. Zwar auch ein Stahl-Pokémon, aber es tut ihm nichts zur Sache. Dann kann es keinen Abbruch. Dann haben wir noch Arcani hier. Und ein Elite-Magbrand, was natürlich in die entsprechende Box kommt. Und gucken mal, ob wir das dann vielleicht mal ins Team aufnehmen wollen. So, apropos Team. Wir machen es jetzt hier. Wir haben Vulnona, ist ein Eisfee-Pokémon. Ich würde gerne wieder Ursaluna mitnehmen. Weil ich finde auch die Attacken, Schmetterrahmen, Steinkante, Knuddeln, Eisi finde ich einfach genial. Deckt halt sehr viel ab. Es passt auch zum Team, zum Mashup. Sneeboss finde ich eigentlich auch geil mit Kampfgift. Wo man jetzt Lucario natürlich auch vorher gemacht, aber Kampfstahl ist halt immer so, yeah. Und wann kannst du halt Knirscher oder so undichten Drachenattacken einsetzen? Klar, ein Tempo-Move drauf. Aber mein Sneeboss ist auch verflucht schnell. Dann ist die Frage, soll ich mal Zoroark mitnehmen? Mit Schlitzerniedertracht, Sonnensens und Ränkeschmied? Ich meine, wir haben schon Boden-Pokémon dabei. Warte mal, ich muss, glaube ich, sogar mal Waschaquillen wieder mitnehmen. Genau, auch für einen Pokédex, aber auch noch etwas. Nämlich Waschaquill mit. Okay, dann haben wir Vulnona, Ursaluna, Sneeboss, Waschaquill. Also haben wir Alola-Pokémon. Wir haben mit Ursaluna und Sneeboss zwei neue Pokémon. Man kann von mir aus sagen Hisui-Pokémon. Mit Waschaquill noch eine Hisui-Form. Magnetzone. Dann schon ewig nicht dabei, eventuell um Donnerwelle einzusetzen. Schwächen eigentlich schon ganz geil. Weil Voltig auch einen guten Job gemacht hat. Ja, hinten vielleicht habe Relaxan nie wirklich eingesetzt, aber ja. Machen wir zwar auch was drauf. Siana nach Tara. Tara als Tank wieder mal. Oder? Er ist jetzt Psychokampfer. Ja, klar, die war eigentlich auch mal geil. Wenn ich quasi Sneeboss und Waschaquill rausnehmen würde, könnte ich Galagladi dafür nutzen. Sneeboss hat zwar den Gift-Typen noch. Brauche ich eigentlich so Gift-Pokémon-Attacken? Ich habe den hier auch noch. Wobei, naja. Der Shelter hat auch Dinge drauf. Natürlich Empoleon, weil wir gerade Empoleon gerade erst bekommen haben. Ich ihn gerne mitnehmen. Ich habe doch jetzt mal kein Waschaquill und kein Sneeboss. Da heißt jetzt Galagladi, Empoleon, Ursaluna, Vulnona. Axanther mit Käfer, Gestein, Psychokampf. Ist aber ähnlich gut ausgerüstet wie Galagladi. Hängen noch so viele Attacken noch drauf. Warte mal, Psychoklinge. Das Glasen braucht. Nahkampf. Okay, Laubklinge natürlich auch cool. Und eventuell Gedanken gut besser, weil ich habe Offensiv und Defensive mehr drauf und Schwertanz macht nur einen Angriff. Das ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo es dann einfach beides irgendwie, also sprich Schwertanz, den Angriff doppelt boostet, da ist hier ein bisschen anders. Waschaquill halt speziell unterwegs wäre. Warte mal, wir haben Ursaluna, physisch Galagladi, physisch Empoleon, ist zwar auch speziell. Und Vulnona ist eigentlich auch speziell unterwegs. Die auch schon lange nicht mehr dabei.
hier vielleicht sogar was Neues gerne mal mitnehmen würde, aber mal so, just for fun. Zwierfins, ne, wie erwähnt, da gefallen mir die Moves noch nicht so richtig. Aktuell zu wenig Kohle, um da groß was zu machen, was zu ändern. Skulltank, nee. Das war nicht so meins. 3, 2, 1, meins natürlich Mega-Entwicklung geben würde ich Scar aber noch mitnehmen. Aber das ist ja leider ein trauriges Thema. Nee, es war auch noch ein bisschen enttäuscht, muss ich dazugeben. Shelterra, naja. Klar, Panferno. Blick, Shelterra, natürlich auch einen Bodentypen. Pflanzenmoves hat auch was Pflanzenmäßiges zum Schwächen, war. Ich habe auch Magneson zum Schwächen. Der Rose Rade wäre natürlich eine Option. Auch Stachelspore. Ich habe ein Pflanzengift. Wasserstahl, Psychokampf, Boden normal, Eisfee und dann noch Tornupto mit Feuergeist. Da wäre doch mal ein Team, wo ich sagen würde, yo, Digga, was geht ab? Klar, von Level her müssen wir noch ein bisschen gucken. Aber ansonsten, ich glaube, das Team macht ein bisschen was her, oder? Ja gut, die Größe ist noch ein anderes Thema. Ja, ich glaube, mit dem Team kannst du arbeiten. Wir haben gerade erst gemacht, das passt ja soweit, finde ich. Im Cooler braucht es nicht mehr so viel, hoffe es reicht noch. Energieball, Matschbombe, Zauberschein, Stachelspore, okay. Schmetterrahmen, Steinkanonknudler, Eishieb. Er hat auch noch Feuerschlag und Donnerschlag drauf. Ja, warte mal. Donnerschlag wäre gar nicht so schlecht, indem ich natürlich keine Elektro-Pokémon zum Team habe. Steinkante. Brauche bei ihm Steinkante drauf. Also ich würde gerne drauf lassen, weil es ein physischer Move ist. Warte mal. Dann hupt irgendwie noch einen Elektro-Move drauf. Ja, Stromstoß. Immer ein bisschen schwierig. Gehe ich mit Hitzekohle bei ihm auf volle Power. Da wäre mal eine Variante. Das Problem ist halt, welche Pokémon, die eine schwer gegen Elektroattacken haben, greifen Tornupto an. Wasser-Pokémon natürlich, das wäre deswegen ein bisschen doof. Wobei ich Ableit hier ganz cool finde. Galagladi, haben wir das gemacht. Abklingen Gedankengut, genau. Moment. Habe ich jetzt wirklich Psychokinese reingepackt? Also so im Augenwinkel gesehen, weil Psychokinese und Psychokline sieht ja sehr ähnlich aus. Klar, ein physischer Moveset, natürlich, das macht Sinn. So, natürlich aber bei Empoleon ja auch Eisstrahl drauf. Das macht eigentlich wohl nur noch ein bisschen überflüssig. Ich will es jetzt vor allem mal am Anfang noch trainieren. Ich kann nachher noch ein anderes Pokémon reinpacken. Luxus habe ich ja, wenn ich natürlich so viel Eismoves drauf habe, braucht er keine mehr. Das heißt, wir werden mal ganz kurz einen Eis-Sieb und pack den drauf. So. Also wenn das sieht nach einem geilen Team aus, Freunde, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Damit kann man arbeiten. Zumal ich jetzt auch ein bisschen mit der Story und so weiter machen will. Da wird es auch immer extremer. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal die Steine Entwicklungs-Items ablegen. Die brauchen wir vermutlich nicht mehr. Krass, weil ich muss eigentlich nur einen Eisstein nachkaufen. Für DPs. Sonst auch nix. Ich habe Sonnenbonbons. Ich nehme... Nein, ich lasse mal drin.
Weil sie erhöhen dann das Level genau um 1. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ich nehme die Dinger mit. So. Ich glaube, sonst sind wir soweit ja ready. Auch mit den Quests, die wir aktuell hier so haben. Ja, komm, wir machen direkt weiter. Jo, schickse das, sei so! Ab ins Kraterberg Hochland. Ja, ich überlege, ob wir mit dem Team auch mit der Story weitermachen sollen. Ich finde, es hat was. Michael! Das ist der gute Sabi. Machen wir. Yeah! Ich bin zur Stelle. Pass gut auf euch auf, ihr zwei. Ja, okay, machen wir. Wie immer natürlich, wa? Also, am Faxo. Golfbeeren-Tag. Golfbeere? Golfbeere! Hä? Habt ihr eigentlich dabei? Oh Mann, ist es am Faxo. Aktualisiere meine Karte. Sehr schön. Und von hier aus geht's los. Bouts. Das lobe ich mir. Brauchen wir eh noch. Machen wir als erstes mal ein paar Bouts. Dann muss natürlich Pipi ran. Rotom wäre eigentlich auch geil. Voltoball braucht eigentlich weniger. Warte mal, machen wir es doch so. Gehen wir mal zu einem Pipi. Dann haben wir Bouts und wir haben Rotom. Machen wir direkt die drei. In der Reihenfolge. Ich müsste hier eigentlich sogar eh noch ein paar Dinge mehr machen. Ne? Und noch hier ein bisschen rumlatschen und so. Da gibt es noch ein paar Elite-Pokémon und so. Aber später mehr. Oh, Wasserfall. Wasserfall darauf, das wird schwierig. Auf und davon! Viele wilde Pokémon. Das ist der Hintereingang, den haben wir auch schon mal. Vor nicht allzu langer Zeit. Ja, sind ein paar. Jo, Georg, was geht ab? Jawohl, Nona schmiedet seine Ränken, ihre Ränken, Verzeihung. Alter. Da wird zu Tempo. Wie gehe ich da vor? Sogar noch so ein Pixie. Das mögen sie anscheinend nicht. Interessant. Magst du ein bisschen Honig?
Oh! Da ist noch ein Pixie aufgetaucht, hey. Pixie! Oh. Hält ein bisschen was aus. Ah, natürlich muss eine Psychoattacke drauf haben. Oh, wie fies. Ah. Aber ist nicht mal ein Elite-Pokémon. Nichts dergleichen. Einmal. Hey! Na, geht doch. Aber willst du Ärger, Brudi? So, haben wir das eine gemacht. Sehr gut. Nochmal einen kleinen Hypertrank hier. Sehr schön. Super Tränke. Wir haben sogar normale Tränke an einem Petto plötzlich. Leistungssand. Nee. 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 Na gut, das sowieso nichts. Noch bei Empoleon mit der Defense. Was? Kann nicht schaden. 3 bis 5. Ja, das würde ich gerne mal ein bisschen machen. Bei ihm mal auf den Angriff und auf die Initiative. Salun natürlich auf den physischen Angriff, ist klar. So, Wulnuna, du brauchst dringend aus dem Spezialangriff, wobei erst schon einiges. Defense, und direkt mal 2. So, perfekt. Leistungssteine können wir auch noch ein bisschen versuchen, haben wir noch nie gemacht. Damit war es so viele davon. Also, gerade, Entschuldigung. Ups. Ist schon vorbei, die Initiative. Oh wei, oh wei. Wulnuna, würde ich auch sagen, Spezialangriff natürlich. So. Perfekt. Also, die hätten wir, die Pipi. Ist natürlich auch für den Pokédex interessant. Wie schon mal erwähnt. Dann zu den Bouts. Die war ja auch für den Pokédex, das war ja damals ein bisschen zu vorschnell und haben mir auch gedacht, ja komm, Bouts aber direkt mal schnell entwickeln. Und sonst, da es ja ein Hisui bzw. Sinnoh nicht heimisch sind, müssen wir ja ansonsten einfach über diese Raumzeitverzögerungen einsuchen. Ist immer zu hoch. Wie hat der mich jetzt eigentlich gesehen, wenn man fragen darf? Mir geht es nicht um das Aberos-Toss-Viech.
bringen wir es mal schnell zu Ende. Wow. Also er ist einfach so ein verdammt hohes Level, 30 Level höher. Setzt einen Donnerschlag ein, der neutral trifft. Ist trotzdem für den Arsch hier. Dann wir die Schnelle machen. Ja, komm. Weil der Regen halt nachlässt, deswegen. Haben wir ein paar gefangen, das müsste reichen. Das heißt, noch Reserve schnell besiegen. Ist zwar irgendwie doof, es tut mir auch leid für die Bouts, aber was willst du machen? Das Spiel zwingt mich! Das Spiel zwingt mich, böse zu sein. So. Mal hier auf die Karte bekommen. So. Und weil sowieso nicht schaden kann, noch mehr Rotum zu haben. Den Rest aber glaube ich soweit war. Also müsste das soweit passen. Dann schnell dahin, bevor die Meldung kommt, dass der Regen aufhört. Also sobald ich dort bin, ist es egal, auch wenn sie dann noch... solange ich dort bin, ist es egal, ob der Regen aufhört, so meine ich es eigentlich. Hä? Sind die alle? Wir haben das geklappt. Ui, ui, ui. Sehr gut. Einmal. Jungs, wenn ihr so Probleme mit mir habt, dann machen wir es halt auf die Art. Alter, wie das klingt. Er ist übrigens ein Boden-Pokémon. Viel Spaß dabei. Wieso kann er eigentlich nicht alle triggern? Aua! Natürlich, jetzt kann er es überrumpeln. Luna ist schon krass, aber es liegt auch daran, weil Ursaring auch schon immer so stark war. Es hatte mich aggro auf dem Schirm, aber trotzdem kann ich es überrumpeln. Das verstehe ich irgendwie nicht. Wird einer? Also dieselben war. Ja, das ist auch schwierig, weil normal Pokémon. Luna ist normal Boden. Hat so viele Resistenzen. Oder halt Attacken, die irgendwie neutral treffen. Ja, das ist schon krass. Ja, die beiden wollen irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Bringt nix. Aha, Luna ist so geil. Doof ist einfach, dass Schmetterramme so wenig AP hat. Das kotzt mir aber den Move ein bisschen an. Wo ist der andere hin?
So, müsste aber das letzte sein, wa? Ja, der Regen hat aufgehört, aber das, ich bin ja jetzt im Gebiet gewesen, also ist kein Problem. Nur die anderen Gebiete erwische ich jetzt halt nicht mehr in der Runde. Was ich auch speziell finde, ist, dass Ursa Luna nach der Entwicklung von Ursaring plötzlich auf wieder 4 Beinen steht. Und eigentlich in der Pokémon-Reihe ist normal, wenn ein Pokémon zuerst auf 4 Beinen steht, steht es auch auf 2 Beinen plötzlich. Ich sage nur Fuego. So, wenn das auch. Wir können also zurück eigentlich. Ja, direkt sogar. Nein, gehe hier oben hin. Neue Sidequest zum Aktivieren. Und auch hier gäbe es noch 1 oder 2 Elite-Pokémon, aber da wir sowieso aus Storytechnisch wieder hierhin zurück müssen, soviel ich weiß, können wir es auch noch ein bisschen auf uns beruhen lassen. So, gibt es noch irgendwie etwas? Ist das irgendwie ein Move noch, den man hier machen kann? Ja, komm. Defensive schadet nie. Ich sage, defensive schadet nie, auch hier nicht. So, jetzt sind wir jetzt hier. Erst einmal ausruhen. Die ist sogar auch wieder da. Also, diese Ionen, die am Faxo, ist irgendwie unheimlich. Überall da, wo wir sind, sind die auch. Ja, normal, ey. So, mir fehlen viele Azurglanzsteine. Müssen wir eigentlich auch wieder mal ein paar machen. Erstmal die noch ein bisschen auffüllen. Medizin, andere Items. Nee, war eigentlich momentan alles nichts. Alles hier ablegen. Zack, zack. Rums, die genauso. Und hier wieder sehr viele haben. Sogar 40 schon in der Box. Sehr schön. Professor Leven. Ja, komm, machen wir es mal. 11 Pokémon gefangen. Ja, wir haben noch die anderen Dinger. Dann Einträge von Entwicklungen der letzten Folge sind dann eben noch nicht drin. So, Bautz, Stufe 10. Glaciola haben wir zumindest einmal drin. Evoli. Ja, die Formen, war. Dass wir das entwickelt haben. Ja gut, also 10-mal entwickeln. Ja gut. Wer es will, der kann natürlich. Ja, Vulcano muss noch ein bisschen mehr machen, das wissen wir, aber kein Problem. Kriegen wir hin, noch Stalos, Rotom natürlich. Traumfugil, Traummagil, die ganzen neuen Entwicklungen. Auch einfach mal Pixie dabei, sehr schön. Jetzt holen wir auch Pipi. Das wir noch gar nicht hatten, plötzlich auf Stufe 10. Da fehlt noch eine Quest da unten, okay. Die kommt sicher noch dazu. Jetzt haben wir also 123 Pokémon, der Einträge komplett. 200 neue Pokémon irgendwie mal gesehen und 206 Pokémon gefangen. Jo, läuft sehr gut, finde ich. Alter, es gibt viele Punkte. Was? Doch nicht. Also 1000... Okay, ich habe 11.000 gelesen, sorry. So. Genau, registriert 209. Das sind die, die wir bisher überhaupt gesehen haben. Also fehlen mir jetzt noch 3 Pokémon zum Fangen, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Alles andere sind halt die Pokémon, die wir noch gar nicht gesehen haben. Das sind eben die meisten davon sind legendäre. Bei Haspiro halt die Entwicklung, ja, oder hier Panferno. Der Pampyro natürlich, Entschuldigung, fehlt noch. Wir mal gucken, also Togepi ist 1. Schmerbe. Mantax. Ja, also ein paar Wasser-Pokémon noch. Das ist schon geil. Wieder der Ballon-Typi, wa? Ja, den
Quest 105. Oh, ich hasse diese Ballone. Nee, jetzt nicht. Ich habe was anderes zu tun. Was mal viel wichtiger ist, genau, ja, Bericht erstatten. Obwohl sie oben ist, muss ich nach unten runter gehen. Okay. Genau. Wie wir schon mal in der letzten Folge noch angemerkt haben, uns fehlen noch 1, 2 Nebenquests dazwischen. Also so von der Reihenfolge her. Die haben aber auch mit der Hauptquest zu tun. Also erst wenn wir da wieder weitermachen, hätten wir die dann auch zur Verfügung. Deswegen mache ich das auch erst später. Erst einmal die noch abschließen. Das kann jetzt die Folgen noch bringen. Ja, komm. Wir machen Fortschritte. Jo. Klebkugeln. Sehr interessant. Alter, 100 Alter. Was ist mit dem los? 100 Stück sind schon ein bisschen viel. Mampf. Diam vom Diamant-Clan. Meinst du? So kommt es mir vor. Gegen Dian antreten muss ich auch noch. Jo, machen wir. Bis dann. Bye bye. Oder auch See you later, Alligator. Mampfaxo. Mampf. Junge, die Items, die wir hier kriegen, sind schon ein bisschen übertrieben. Aber irgendwie auch cool auf eine Art und Weise, okay. Bevor die Folge jetzt gleich endet, die machen jetzt noch ein paar Dinger. Dann haben wir genau 100, krass. Den Rest lege ich mal wieder ab. Für bessere Zeiten. Und auch immer die kommen sollen. Lehmbälle, auch die gehen mal raus. Brauchen wir dann auch nicht mehr. Also schon, aber... Wobei, soll man mitnehmen, Lehmbälle? Ja, komm. Das sind eigentlich gleich wie Klebkugeln. Naja. So, teammäßig alles picobello. Ja, sieht so aus, wa? Die steigen mitunter auch nicht. 2 Quests sind natürlich wieder ein paar, je nach das, was wir gerade eben gesehen haben. Missionsliste, der Mythenjäger oder die hier. Die ultimative Ballonjagd, die schwarze Albtraum. Ich glaube trotzdem, in der nächsten Folge würde ich erst einmal der Schatz des Diamantclans machen. Also speichere jetzt hier, gehen dann mal, oder wir gehen in der nächsten Folge dann zurück nach Jubeldorf, hoffentlich passiert da nichts. Dann würde ich aber eben doch mal also mal gucken, ob ich mich daran erinnere, die Quest hier machen. Vielleicht auch schon mal hier, wenn ich die irgendwie schon mal vorbereitet hätte, glaube ich so weniger. Die noch nicht. Die legendären Quests machen wir alle gerne erst am Schluss. Da habe ich keinen Bock drauf momentan. Da muss ich natürlich auch machen. Aber dann doch vielleicht auch mal mit Mythenjäger weitermachen, weil eben, wir gehen langsam die Sidequests aus und ich weiß von den Hauptmissionen. Wenn die gemacht haben, gibt es noch ein paar Sidequests dazu. Naja, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Arceus. Oh yeah. Ciao zusammen.